ADR Tele als in Titeln vun dieser Märzemission. Viel behindert Bierger, die bisweilen den Adaptotransport konnte benutzen, sind opbrucht, weil sie diese für sie ganz wichtige Service vom zuständigen Minister refusiert kruten. Wir haben einer betroffener Frage geschwärzt. Die ADR hat für darüber gewarnt, nachdem es den türkischen Diktator Erdogan laut Grenze weit abgemacht hat, als die EU mit einer neuen Flüchtlingskrise konfrontiert. Wie Lützeburg sich verhalten soll, das sieht uns der Fernand Karteisen. Da waren wir beim ADR Gemengekonseiller a Bauer die Ähren zu fehlen op Besuch. Je sucht sich Zukunft vun der Lützeburger Landwirtschaft an noch die Lokalprobleme aus enger eislecker Gemeng. Dat den Adaptoservice grad wie den öffentlichen Transport für kurzem gratis ginnners, dat das vun der ADR begräst gin. Ältere Leider Personen mat enger Behinderung, die schrohe Mobilitätsprobleme hunn, ass der entgegenkommen. Kee verstehst du mich aber dafür, dass die paar tausend Leute am Land, die an der Vergangenheit der Adaptokarte kruten, an Konditionen alle Guten erfüllt haben, unnötig administrativ schikaniert sind und eine neue Demande müssen machen. Die ADR akzeptiert nicht, dass der Mobilitätsminister auf Kosten von vielen älteren Leuten und Personen mit einer Behinderung Suche spuren will, und am Deputierten Chef England schwätzt mal gleich über die ganze Problematik. Vierdrun proposeieren ich aber das Interview mit einer betroffener Frau, die den Adapto zanter kurzem trotz großem Handicap nicht mehr benutzen darf. Zunter 15 Jahren hat es schwer behinderte Frau aus dem Osten vom Land regelmäßig auf den Adapto zurückgegriffen, aber war auch dankbar dafür, dass es das Service gibt. Sie hatte einen ganz schweren Autosaccident, den sie übrigens nicht verschuldet hat. Die Frau von Ugangs 50 will anonym bleiben. Mit ihren 2 Krätschen kann sie sich so just auf die Beine halten. Auch wenn sie zu 75% invalid ist, wird sie nur ab Escher Mittwoch das weiter Benutzen vom Adapto vom zuständigen Minister refusiert kriegt. Für die Frau, die lange lebt, als just Invalide rennt huet, e ganz schwere Schlag. Ich kann wirklich den öffentlichen Transport nicht tun. Ich habe den Adaptobus wirklich oft benutzt. Und ich sehe nicht an, wie weit ich diskriminiert, weil ich eine krank, behinderte Person sehe und nicht mit dem behinderten Autobus fahren. Also ich sehe das wirklich nicht an. Also ich sehe die Problematik nicht. Also ich bin wirklich behindert. Ich habe direkt 4-mal operiert gekriegt. Es sind mam Bein, schon 2 Prothesen, schon Bein, der Tretz Bein 11-mal operiert gehen. Und ich sie ganz schwer zu Fuß. Nach ihrem Accident hat die Frau ihre Rück mit Zentimeter dicke Schrauben zusammengeflickt. Bis heute ist sie mit viel Peng geplot. Sie fühlt sich vom zuständigen Minister François Bausch und auch von der Regierung allen am Stach gelos. Ganz genau, wie kann eine Regierung selbst dezidieren, indem sie krank, handicapierte Leute diskriminiert, weil das fand ich eine Diskriminierung. Also Leute, die handicapiert sind, mit 75%, die bleiben nicht leben lang, wenn sie sich keller wie haben. Wie kann ich dann noch einmal sagen, dass die Leute nicht mehr behindert sind? Wie geht dann so etwas? Und plus finde ich aber genug auf den Tisch zu lehnen. Ich meine, wenn ich schon behindert ist und dass ich schon an der Invalide rennt, dass ich schon Pflegeversicherung 1000 Handicapierten angerichtet. Welche Kriterien muss ich danach haben, hier in Lützeburg, für das können zu benutzen? Wie handicapiert muss ich dann hier sein? Leider gibt es für die behinderte Frau keine Alternative zum Adaptoservice. Für regelmäßig ein Taxi zu holen, kann sie sich nicht leisten. Sie dann holt mal ein Taxi von Befort bis an die Stadt. Wie macht er das? Das kostet, also 100 € kriegt er kein Taxi, das ist doch nicht verantwortlich. Also ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und dann, wenn du da so für Luxambulance zu holen, für den Krankentransport, du brauchst auch nicht drüber zu diskutieren, weil der geht ja normal am Sitzen gefordert. Und du kannst, als Erfahrung, so ich weiß das von meiner Mom, von dir vom Altersheim, die aus dem Altersheim, an der Stadt im Altersheim ist nicht genommen, von der Stadt im Altersheim bis an das Centre Hospitalier oder bis auf die Kirchbierger Klinik, da ist das alle ihre Tour 60 € und die kriegt nicht von der Krankenkasse, weil da am Sitzen ist. Auf hier den größeren Problem vom Adaptoservice zu kommentieren, also als Deputierten Chef England bei mir,
An mir net gesinn Jeff, also viel Ex-Utilisateure vum Adapto fielen sech immens diskriminéiert wie die Frau vufir Drun, wo man kleine Reportage gewissen hunn, die versteht dat einfach net. Dat heißt, du bist aber auch bestimmt der Meinung, dass man hier aber wirklich können von einer Diskrimination schwätzen. Ja, dat muss sicher, weil mat der Abfeierung vom Gratistransport vom Adapto kommen eine ganze Reihe von Verschlechterungen, ganz speziell für die Schwer von der Gesellschaft, die gehen diskriminiert. Erstens einmal, sie müssen ein Karte frohen, ein Neidkarte, und schon das Signal haben. Und wir sind der Meinung, die ein Karte haben, sollen noch ihre Karte können behalten. Wir haben ja gesehen, für was müssen die Neidkarte nur gefragt gehen, wenn in dat méi han afré, dann gesäide mi han drun, dann as just fir enger ganzer Rëtsch verlegden déker de Wee ze hoelen. Dorems gunget jo am Fogol an dem sos goe nächt, well déi Telefon an deem all Christ hunn vorleggen Dir Käde wächgehol kreet, wie man fir dun am Film gesinn hunn, die se méi wie berechtigt an Di gin enzuien. Also seit wirklich so aus, wann ha gifen Suen gespurt gin Bockel von den Schwestern an eiser Gesellschaft muss ball soen. Ja, ha gin wirklich die Schwest vun eiser Gesellschaft ginn am Fogel nach méischwer gemerk. Und ich meine, das kann ruhig Diskriminierung nennen. Und ich meine, das als Leuchtens mal Kärten, da könnte noch den zweiten Punkt dabei. Sie müssen an die Mobilitätszentrale rufen. Und da hilft zum DAX kein ab. Ich habe noch der Telefon gekriegt, wo kein dann abruft. Da muss ich direkt 5, 6, 7 Euro rufen, für dann einen Adapterbus zur Verfügung gestellt zu kriegen. Da wird für die Leute, dass die schon die schwerst von unserer Gesellschaft ist, als da denkt zusätzlich Diskriminierung. Ja, also es sind Sachen, wo viel Unzufriedenheit ist, notamment bei den Formulären, die die Leute müssen aufholen. Das wird ja geändert, die Prozedur. Einerseits ist das nicht günstig für die Leute, auf der anderen Seite habe ich auch für kurz am Circle von den Generalisten geschwärzt. Du hast auch Unzufriedenheit mit den Formulären, mit den Fragen, die die Leute gestaltet kriegen, für den Adaptoservice überhaupt noch können zu benutzen. Du musst ihn quasi zu 100% invalid sein. Wir haben nicht gesehen, für die Frage war zu 75% invalid, gut, er aber klar refusiert. Was kannst du dazu noch sagen, auch durch die europaparlamentarische Fragen dazu gestalten? Ja. Ich habe ein paar parlamentarisch vorgestellt, wir haben noch an der Chambre in der Vorstellung in der Regierung hat man die vorgestellt, da konnte man dann noch immer schön proper antworten, aber die waren nicht immer so, wie sie präsentiert wurden. Wenn ich dann Hannah Fred und gesagt die in anderen auch von den Formulären, ich meine, die Formuläre gehen ja schon von Doktoren ausgefüllt, die ja schon am Fond geholt in Ansicht an den Patienten, ernster wie an den Büroen. Und ich meine, für was müssen sie dann zusätzlich diskriminiert gehen, an dem, dass sie die Refuge kriegen, wo ich auch schon am Fongo die Karte für drun schon ihre Daseinsberechtigung hatten. Das haben sie den Adapter nicht gefragt. Ich habe noch eine Frau, die hat über 80 Jahre, die hat kein Auto mehr, weil sie nicht mehr gesundheitlich im Stand ist, die kann doch den Adapterkarte refusieren. All die Sachen daher, die durch das Land, legt sie so unzufrieden, speziell die betroffen sind, und noch ihre Familien, legt wissen, dass nicht mehr, wie sie beim Doktor kommen, ein Rendezvous sollen anhalten. Und ich meine, dass sie sagen, das kann ich nicht mehr von Diskriminierung von den Schwachen schwätzen. Ob der großen Druck hin von der Öffentlichkeit dann noch von der ADR als der Minister Bausch an der Tisch zum Deal zurückgerudert, dat Donnerstag 5. März. Für die betroffenen Leute, wie die Frau an unserem Reportage, also die Nouvelle, dass sie hier Adaptokarte vierläufig halen können, da das manst bis ein neues Gesetz gestimmt ist. Für den gratis öffentlichen Transport anzufeiern, ist kontraproduktiv. Das hat der geringe Minister François Bausch nach Ende 2018 öffentlich behauptet. Für seine Meinung radikal zu ändern, etwas, was den ADR-Generalsekretär Alex Penning an einem Statement abgreift, die noch an der Wochenzeitung Lützeburger Land publiziert wurde. Die ADR ist eine Sozial- und Bürgerpartei, die nach einer ehrlichen Politik möchte. Für über einem Jahrzehnt hat sie schon den gratis öffentlichen Transport gefordert. Als einzige Partei am Land. Die ADR ist ihrer Forderung bis heute treu geblieben. Ganz anders sieht es bei den Grünen aus. Die hatten
auch am Kader vun de lächte Parlamentswahlen nach ke gratis öffentlichen Transport an ihrem Wahlprogramm stoen. Am Oktober 2018 hat der Mobilitätsminister François Bauch an eng Faserfass man Gast Giberien ausso gemerkt, die hautner Well erstaunen, an eng Reif vu Froen opwerfen. Notamment déi vun der politischer Kredibilitéit. De Faser BRTL vom 3. Oktober 2018 kann den Internet nach Rëmfannen an die Aussendung vom Herr Bauch, die ich Lohai zitieren, sind dem noch faktuell erlossen Dave blicken. Zitat Bauch: Gratis, dat gëtt net. Et krit dir neicht gratis. Wa mir lo dem einzelne Klient, den am Zug fir zo, du brauchst neicht mit ze bezuele fir an den Zug ranzeklammen. Da muss awer nach den Zug an d'Exploatioun an fir an Investissement bezuelen. An da bezuele ma alle Goeten ze summen, dat awer iwwer einer steuern. Da fällt engem Haut direkt froh an, mat fir enge neue Steuern, dat gratis öffentlichen Transport louf am 1. März unfinanzéiert gëtt. Mat Sicherheet schengen die dumm, dann ist die State mat die klangen mittleren Abkommens zu sinn, die durch Neusteuern mat mékächte konfrontiert sind, zum Beispiel durch Steuererhechung op Akzisen. Also was den öffentlichen Transport grad wie sie och net wirklich gratis, was sie méi Steuern zu brappe kreen. Eg weiter Aussage vom Mobilitätsminister erstaunt dann, wann ihr bedenkt, dat die Recht 1,5 Jahre alt ist. Zitat Bauch: war Mue wie durch e Wunder de gratis öffentlichen Transport neicht bekascht, an tausende Leute an den Zug an den Bus ginge klammen. Da sitzen Leute Dach vom Bus auf dem Zug. Weil die Busse sind an den Spitzestunden so voll, dass sie wirklich bei der Nähe platzen. Der Bauch hat der Journalistin geantwortet, dass der gratis öffentlichen Transport sogar kontraproduktiv ist. Liebe Mobilitätsminister, was kontraproduktiv ist, das ist die unehrliche Politik, die ihr betreibt. Wenn die euch zu 180 Grad dreht, nicht mehr für das ihr an den Kron passt. Ja, lebt gering. Der Koalitionszwang, der Gambia möchte ich nicht mehr kredibel. Und da muss ich bewusst sein, dass ihr so, ohne Zweifel, zu der Politik verdrossen seid, vis-à-vis von den 3 Gambia-Parteien aktiv beiträgt. Der Kombel war dann aber auch so über die langjährige Forderung von der RDR für die Abfeier vom gratis öffentlichen Transport, die natürlich auch nächst an unserem Wahlprogramm von 2018 zurückzuführen war. Zitat Bauch: Es sind nicht dafür, für die Leute Sand an den zu strehen. Ich kann noch an das Wahlprogramm schreiben, frei bei ihr für verreden. Das ist kein Problem. Aber ja dann, vielen merci, Herr Mobilitätsminister. Da Dialog mit dieser Aussage sicher ganz viele Leute am Land dann abgemerkt wird. Aus der Chambre proposeieren wir ihr nach einem rezenten Streitgespräch zwischen dem Gast Giberien an der Regierung, die sich altnächst als Moralapostel durchgestaltet hat, und selber die Rechtsstaatlichkeit mit festtrüppelt. Ich wollte den Herrn Asselborn als Außenminister froh, den hat heute darauf hingewiesen, eine Reihe von Ländern, wo die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr respektiert wird, wo Minoritäten, Verfolgungskeit von Justiz nicht respektiert, Presse nicht respektiert wird, ob man dort das Land vergessen hat, ob sie zählen im Schlützenburg, wo eine Regierung ein Deputierte wollte für ein Gericht stellen, wo Prisonstrafe draufstehen, weil er sich erbig gemäht hat, aber wo Gott sei Dank der Deputierte Recht hat an die Regierung. Also ich bin dépassé par les événements, mais ich kann mir nicht vorstellen, dass das Landheim mit so einer stärker Chamber, mit so einer Justiz, die festwärts zu machen hat, und noch eine Regierung, die unter Rechtsstaatlichkeit hält, das selbst geschieht. Das folgt Herr Büttelmann. So. Ja. Das ist aber der Minimum. Und ihr wisst ja ganz genau. Nach Respektation nach dem also das wird eigentlich ja gemeint, wie wenn der Premier Herr Giberien angesichts ich meine, Herr Präsident, es wird kein Wert darüber zu diskutieren. Herr Präsident, das ist der Kandidat, Herr Staatsminister, das sind Dokumente, die wir haben, die von dem Parquet Summe gesagt, die geht ganz klar heraus, dass der Premierminister von Lützeburg war, der direkt vom Srel umgestaltet hat, das zu denunzieren beim Parquet.
Ich kann ihr Stadt gehen, wenn das nicht mehr so wissen. Das ist am Dossier Penal ganz voller festgehalten, dass das der Premier von Lützeburg war, den untergehen hat. Ich will just daran erinnern, vielleicht mal am Debat zu dienen. Präsident, just von der Fe Penal, du hast eine Obligation legal zu denunzieren. So, also ich will aber auch seriös zu sagen. Nee, also Herr Giberia, halt op dem alle. Wir sind hier konfrontiert. Herr Außenminister. dem Folklore. Das weiß doch ob Lützeburg. Definitiv den Herr Außenminister Also, ich wollte just so, dass man muss ganz gut oppassen. He vermischen wir Sachen, die nicht zu vermischen sind. He als ein Land oder zwei Länder, die keine freie Justiz mehr. Weil die Regierung kontrolliert Trichter, kontrolliert was Trichter machen, aber es nicht das mehr, was soll man diese bestraft. Herr Gibeil hat Lob. Dann das Zweite war das. Von Mahai fehlen, die wirklich eine ganz andere Version. Einfach durcheinander gehalten, Herr Gibeil. Die könnt da machen, bei der Braderie mehr. Nee. Dat is een Gerichtsurteil, wat mir recht geben. Herr Präsident, Sie dann auch durch. Und den türkisch-griechische Grenzen als Situation dramatisch an des neue Flüchtlingskris riskiert nach mir Ursch zu gehen wie 2015. Das ist eine Situation, für der DDR als einzige Lützebauer Partei schon mal lange gewarnt hat. An Loferner Karteiser, also soweit, hätte die aktuelle Krise nicht können von 4 Jahren verhindert gehen an den Namen. Ja, dann hätten sie Misse verhindern. Ich meine, wir haben eine Situation, wo eine ganze Reihe Fehler auftauchen, die an den letzten Jahren gemerkt gesehen. Der nächste Fehler, das ist den, dass die internationalen Rechtsinstrumente, die den Schutz von Zivilpersonen in Konflikten sollen garantieren, wie die Genfer Konvention von 1949 nicht respektiert wird, und noch heute noch nicht respektiert wird. Dafür muss man das ändern, und wir müssen die Konventionen voll respektieren. Das Zweite ist, dass man dem türkischen Diktator, dem Herr Erdogan, ein Puffer über Europa gehen haben, den hin nicht soll haben. Wir sind erpressbar als Europäische Union, dass das eben dadurch geschieht, weil ungeschickt probiert gouf die Flüchtlingsströme do der Grenz unzuhalen, an dat Herr Erdogan noch massiv dafür bezahlt gin ass, mit dat das eng Relation zwischen der Türkei an der Europäischen Union, die langfristig nicht kann so bestehen bleiben. An der dritte aus, dass man im Bereich eng ganz emotionsgeloden Politik über die letzten Jahre gemerkt, wo kein rational viele Elemente, die hätte missen der Konsideration gezogen, Sinne der Konsideration gezogen, dafür haben wir eine Politik, die als Gesellschaften destabilisiert, die nicht am Interesse sind in den Ländern, wo die Leute hier kommen, an die für sie selber das gut keine langfristige Perspektive freieren. Wir müssen also zurückkommen von einer Emotionspolitik auf eine Rationalpolitik. Fundament sind natürlich größere Spannungen und den EU-Grenzen op griechischem Territoire mit Flüchtlingszentren, die bis zu 5 Mal überbelegt sind. An ganz viele von den Leuten, die wollen ja auch an unsere Länder kommen. Wie also mit der Verdelung, wie soll das geschehen an Dingen an? Ja, wir haben eine Situation, wo die Länder, die lo exposiert sind, wie Griechenland, Malta, Zypern, Italien, Spanien, wo die meisten Leute kommen, da war es so gewesen, dass die Leute das mitgemacht haben, weil sie sich mehr oder minder bis darauf verlassen, dass die Flüchtlinge konnten 4 Uhr reisen an die Länder, an die sie eigentlich wollten, wie Deutschland, Schweden, Holland, Lützeburg, an andere mehr reich westeuropäische Länder. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist so, dass doch an Deutschland die politische Drucksituation so ist, dass Deutschland die Grenze nicht mehr so abmachen wie 2015. Und da sind die Länder allein gelost, wo die Leute kommen. Deutschland hat immer eine Solidarität davor, wenn den anderen verlangt, die Flüchtlinge zu verdelen. Haut das das Land, das den Erfolg selber nicht mehr will bringen. Und das gilt doch für andere europäische Länder. Wir haben also auch hier Konsequenzen, wenn eine Politik zu drohen, die von Anfang an falsch wäre,
an ich mengen, dat man die Länder lo erlänglose geht, an dem se net, wir müssen eng Politik fanden, wie hinnen zu helfen, aber für die die Gesamtkader von der Flüchtlingspolitik ganz einfach eng mehr rational an eng mehr legal Basis zu stellen. Der Lützebauer Außenminister den huet op immer ganz anderen Dialog an seet quasi fir Grenzen lo zo zu machen an d'accord auch fir die neue Asylprozeduren ausser Kraft zu setzen. Hat wundert mech, weil schon viele Erinnerungen und Debatten zwischen dem Jean Asselborn an der ADR an der Chamber, wohin konsequent eigentlich die deutsche Politik vertruden huet, verdedigt huet, an de auch zu Lützeburg durchgesagt huet, mat ganz emotionalen Argumenten hätten die Leute net können ophalen, net dürfen ophalen, muss immer der Human gucken. An das an dem sinn richtig, weil all Politiker muss immer die Dimension aus enger Politik mat bedenken. Wir sind alle go menschlich. Wir wollen net mit der net unmenschlich sind. Das ist alles richtig. Wir müssen aber gucken, dass eng Politik, die gefeiert gött, immer e Kader respektiert, die langfristig auch akzeptabel ist. Wir in Europa eng Destabilisierung von der politischen Landschaft, mit Tensionen, wo ganz verschiedener Natur mit ein ganz Reihe Probleme durch die falsche Politik, die an den letzten Jahren gefeiert ging. Weden Herr Asselborn dat lo mcht vun an der LSRP kritisiert gëtt, an der Regierungskoalition kritisiert gëtt, wo Leiit zu einem großen Deel am Land dat net wie wëlle mat machen, dat gëtt ganz interessant, wie dat lo an der nächster Zeit mat ze verfolgen. Lebensqualität vun den Awohner am Eisleck geht immer méi fleten. Dat durch gleiche Ursachen, die immer mehr stark Zentralisierung, mit Bankagenzen und Postbüros, die zugemerkt gehen, dann enger immer manner guter lokaler medizinischer Versorgung, den Auswirkungen von unseren starken Wursten am Land, mit immer mehr Trafik, auch an ländliche Gemenge wie zu fehlen. Da waren wir beim ADR-Conseiller Bauer Guy Arend auf Besuch. Am Interview gesehen wir unter anderem, was hier nach Sachen Zukunft von der Lützeburger Landwirtschaft Herz hat. Merci Guy für d'Invitation. Du kannst als Jolo bestimmt als Vertreter von der ADR am Gemengerot auch fehlen, auch so wo aber auch aufhängt mich schwer zu gehen an seiner ländlicher Gemengen wie fehlen eben ass. Die vergehen immer mehr groß, kommen immer mehr Leute bei, das ist nicht ein Trend heute zu fehlen, das ist ein Trend am ganzen Norden und dadurch geht es immer mehr Verkehr auf der Straße. Die Leute brauchen immer mehr lang, um auf der Bisch zu kommen und das ist ein riesiges Problem, das man irgendwie lösen müssen. Durch eine Umgehungsstraße, dass man die Hauptachsen von Berschnich an St. Witt an Erl nicht verbannen. Als Lösung ist für fehlen direkt beim Friedhof zu verbannen, dass man die ganze Verkehr von Berschnich ruf direkt auf den Friedhof kehren. Dem Moment haben wir zu 70% entlastet. Als politischen aktiven Bauer müssen natürlich auch ganz stark sorgen über die Landwirtschaft und die Zukunft der Landwirtschaft heute zu Lützeburg. Was kann Ihnen für dich mal lokal so, was Landwirtschaft angeht, hier am Eck und noch mehr generell die Landwirtschaft hier am Land? Die Landwirtschaft muss immer mehr weichen, für Platz zu gehen, für Lotissementer und Appartementer. Und dadurch können Dinge, dass Lebensmittel nur industriell hergestellt wird. Die nächste Generation, die stellen Lebensmittel ähnlich das hier, wie wir sie traditionell hergestellt haben. Und das ist die große Gefahr, die ich an der Seite gesehen habe. Die über 2100 Einwohner aus der Gemeinde fehlen, wären immer mehr stark auf den Auto angewiesen. Und das wäre schuld. Ja, wie gesagt, die Lashbank, die hier fehlen werden, das ist mittlerweile auch so. Es ist keine Bank mehr, keine Post mehr. Die Leute sind forciert, an Auto zu klammen, sich an den Stau zu setzen, dann auf den Wettweg zu fahren, für Geschäfte zu machen. Das war dann nicht mehr da. Hier fehlen ist gut nicht mehr für die Leute. Ein weiterer Punkt ist dann die lokale Gesundheitsversorgung, die wäre immer mehr inexistent. Aber ja, hier im Dorf sind im Prinzip quasi kein Doktor mehr. Wenn der Doktor muss rufen, ist das quasi nicht möglich, dann geht er in die Poliklinik. Ettelbrück, Poliklinik natürlich. Und dann sitzen sie da an einem Wartesaal und dauert 3-4 Stunden, bis er nicht was beikommt. Dann sind viele doch noch Geräte, dass auch zum Beispiel ein IRM monatelang braucht, für Rendezvous zu kriegen. Und auch qualifizierte Doktor sind auch nicht genug da. Als 4 Bezirkskongresser sie werden alle Guten iwwer Bühnen. Auch die vom Süden, da waren ganz viele Members gekommen, es war eine wunderbare Ambiance.
Dat war bei der Gierdel am Fond de Gradefall an ja, lo gleich steht als Nationalkongress och dese Mount en März. An fir den ze kommentéiere, wat du alles las Nationalkongress, du hast net eng voll Ambiance, méi du gëtt och richtig geschafft, politisch natierlech. A fir dat ze kommentéieren begréessten du als Präsident Jean Schoos. Jordan, ja, mir wurden an 3 Wochen knapps als Nationalkongress hunn, den as das Jahr zu Reiser, aber das net nimmen do viel geschafft gin, das auch op den 4 Bezirkskongresser am Vierfeld schon geschafft gin, aber besonders am Nationalkomitee. An dem Nationalkomitee wird das Jahr sich die Aufgabe gestellt, für den Nationalkongress 3 Großdossien zu präparieren, sogenannte Leitlinien, die der Partei an den nächsten Jahren hinweisen sollen, auf was für eine Richtung man Politik auf bestimmten Sujets machen will. Der nächste Sujet ist das Logement, was logisch ist. Wir sind ein Land, das riesige Probleme hat mit dem Logement. Und da muss etwas geschehen an der Politik. Und da der gesagt, da ganz klar ihre Aufgabe, neue Trassen und neue Wege abzuweisen, für gegen Probleme am Logement zu wirken. Der zweite ist die Umwelt. Jeder schwätzt dabei von der Umwelt, jeder hat sie diese Wander gespielt, vielleicht doch, oder gemengt gespielt zu haben. Wir hatten eine Müllewander. Und wir denken, dass auch da ein politischer Ausdruck von dieser Partei ganz wichtig ist, wenn wir das Konzept vom Umgang mit der Umwelt und zumal mit unserer Umwelt hier zu Lützeburg gesehen. Den dritten Sujet ist leider an der letzten Zeit Lorem von Aktualität gehen, mit den Evenementen, die sich unter Grenze zwischen Europa und der Türkei entwickelt haben. Das heißt, wir schwätzen über die Migration und da am ganz Besonderen über die Asylprozeduren, wie sie in Europa sind, aber wie wir sie für Lützeburg gesehen, auf Basis von den Gesetzen und den internationalen Konventionen, die Lützeburg aufgeschlossen sind. Auch da wird ADR eine ganz klare Meinung. Und auch da haben wir ein entsprechendes Dossier von 10 Seiten präpariert, für den am Nationalkongress zu kommentieren und zu diskutieren mit den Leuten. Und so Gott will, gehen die 3 Dossiers dann auch mit einer Majorität vom Nationalkongress gut geherrscht, sodass wir als Partei eine konsequente Politik an den nächsten Jahren auf diesen Gebieten machen können. Also Kongress geht das Jahr zu Reiser über die Bühne, dummer großen Saal. Kann ich vielleicht von der Gelegenheit profitieren, für den Aufruf zu machen, dass viele von unseren Membern kommen? Ne? Natürlich sind ich immer froh, wenn viele Leute kommen. Und ich mache noch einen Appell wie all Jahr, dass so viel wie möglich Leute kommen sollen. Melde euch und ihr seid alle herzlich willkommen. Und es gibt bestimmt einen ganz flotten politischen Kongress. Ähnlich vielleicht wie die Kongresse für drüben, wo DAX-Wahlen zu präparieren wären, Europawahl, Nationalwahl, ich erinnere mich an die letzten Jahre oder Gemengewahlen. Das Jahr können wir mal wirklich Politik machen und da gibt es bestimmt einen ganz flotten und animierten Kongress. Das ist einfach schlimm. Leute gehen alles zu den Fenstern raus in die Natur. Und Bauern sind am Dreck an der Natur gehalten. Sie feiern alles heim an den Stall. Und da können sie 30 Raffen essen, Brüder. Wie sich Gliewe will einfach machen, gehört einfach sein Dreck zu Fenster raus. Das nennen die Littering. Mehr auch als Bauern, hu schwer am Littering zu kämpfen. Fei zieht sich beim Friessen durch Spatzgegenstände täglich Verletzungen zu und muss qualvoll sterben. Zigarettenstümp gi mat verdaut, als sie ganz schlecht für die Gesundheit von den Tieren. Leid, die ihren Dreck an Naturgeheien interessiert dat herzlich wenig. Für sie sind die anderen Leid noch grad gut, ihren Dreck fortzuholen. Für da eher inakzeptabel. An 2 parlamentarische Frohen will der noch deputierte Chef Engele wissen, ob die Regierung nicht envisagiert, ein Vidange anzuführen. Mehr Kontrollen an mehr hohe Strafen. Auch da eine Forderung vom ADR-Deputierten. Die Leute, die die Natur als hier persönlich Drecksküste angesehen, müsste legal verpflichtet gehen, selber mal für eine längere Zeit als Naturlandstraße proper zu machen. Das geht viele sicherlich da noch machen.
d'ADR bleibt op Schidverfalls drun. Dummer da wärmer en vun eiser Missionioen. Dir kënnt als niwen der Tëlle Dock och féi gewinn der bei dem Internet sit, grad wie bei ser Facebook-Seit zwiéieren. Da ginn ichch nach Rendevous fir den 3. April mat an der neuer Sendung vun ADR Tëlle. Merci, dat er mat dabei wärt.